Manuellsen legt sich mit Türken an und Shindys möglicher neuer Businesszweig. Seht ihr nach dem Intro, mein Name ist Manu und ihr seht Raptastisch. Ruhrpott-Rapper Manuellsen scheint den Ärger einfach anzuziehen. Immer wieder berichtet der König im Schattenchef von verschiedenen Streitereien mit Nachbarschaften und auch sonst ist er immer wieder in der Öffentlichkeit in Konflikte verwickelt. Zuletzt ging ja der Konflikt zwischen ihm und Animus durch die Medien, der fing auf Instagram an und endete dann mit unschönen Worten und ein paar Fäusten von Manuellsen und seiner Crew im Real Life. Und nun berichtet der 40-Jährige von dem nächsten Konflikt, in den er verwickelt wurde. Heute Morgen soll sich nach seiner Aussage Folgendes ereignet haben. Ich gehe gerade aus dem türkischen Laden raus, ne? Seh den Chef, den ich schon seit 30 Jahren kenne, der kennt mich, seitdem ich ein kleiner Pisser war. Ich sag zu dem, Merhaba dayı, bayram mübarek olsun geçmiş. İyisin inşallah. Oh Manuel, nasılsın canım benim, iyiyim, sağ ol, senin de mübarek olsun, falan. Kommt ein Türke von der Seite, so ein Çoban, der so feine Schuhe mit hinten drauf getreten, so einer. Kommt der von der Seite, sagt er, yo, bu zencileri kennen kan yok mu? Hep bize gülüyoruz. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Der sagt, haben die Schwarzen keinen eigenen Laden, die kommen immer zu uns. Ich habe ihm gesagt, ja, bütün zencileri senin anan amına siksinler. Das heißt, alle Schwarzen sollen die zu deiner Mutter ficken, du Hurensohn, orospu çocuğu, piç. So, riesen Palaver. Aber im Endeffekt muss der Schwanz fressen, weil diese Stadt mir gehört. Shindy ist zurzeit einer der gefragtesten Rapper in unserem Land. Nach einer zweijährigen Pause konnte er ein großartiges Comeback hinlegen und so einiges nochmal abräumen. Neben der Musik macht der Rapper auch mit seinen Merchandise-Artikeln viel Umsatz. Dadurch, dass sie immer auf eine begrenzte Stückanzahl limitiert, sind sie sehr schnell vergriffen. Die hohe Nachfrage nach seinen Klamotten scheint den Rapper dazu gebracht zu haben, sich mit dem Beiratsvorsitzenden der Olymp-Benzner KG zu treffen und offenbar Moves zu machen, was auf eine gemeinsame Kooperation hindeuten könnte. Laut des Marktforschungsinstituts GfK ist die besagte Firma, bei der Shindy war, Marktführer in Herrenunterhemden in Deutschland. Womit sich Shindy also auf jeden Fall schon mal einen zuverlässigen Partner ausgesucht hätte. Ob es nun tatsächlich eine Zusammenarbeit ist oder zu einer Zusammenarbeit kommt, ist noch nicht klar. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos für euch, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.